Grüezi, Luna. Grüezi wohl. Schön, Sie wieder zu sehen. Sind Sie schon ready oder brauchen Sie noch einen Moment zum Ankommen? Nein, ist gut. Wir treffen uns jetzt schon seit einer Zeit und wir kratzen meistens nur an der Fassade. Aha. Damit es überhaupt bringt, dass wir die Therapie weiterführen, würde ich mir wünschen, dass Sie sich auch wirklich einlösen auf die Sitzungen. Okay. Erzählen Sie mir, mit was wollen Sie gerne anfangen? Hey, ich bin irgendwie noch nicht so drin in dem YouTube-Ding. Hey, aber das kommt immer besser, würde ich meinen. Es läuft aktuell sehr, sehr viel mit dem ganzen Social Media etc. Was weiß ich. Die Community wird immer größer und das freut mich extrem. Darum habe ich einfach, bevor wir in das Video reinjumpen, schnell Danke an jedem sagen, danke für den Support, danke an jeden, der mir eine Nachricht schreibt. Danke, danke, danke. Weil ich habe letztens eine Story darüber gemacht. Das ist nicht, dass jeder von uns einzeln ist, sondern wir sind wirklich eine Einheit. Und genau so möchte ich das auch aufbauen mit euch. Ich habe das Gefühl, wir sind eine sehr, sehr enge und vertraute Community und ich glaube, das wird uns noch extrem weit tragen auf dieser Journey. Und darum bin ich mega excited. Es kommt viel auf euch zu, es kommt viel auf mich zu. Heute hitten wir Back and Biceps. Pull, baby. Pull that shit. Love you, bro. I gotta go. Schau dich mal die Pflanzenkarten an, wie crazy. Überall, das ist ja das Ziel bei mir im Zimmer, überall die Pflänzchen zu haben und so. Die da unten ist geil. Welche? Wieso steht die da unten? Oh, ich habe eingedacht. Ich will Platz auf dem Tisch brauchen. Ja, aber wo willst du die sonst einstellen? Ich stelle sie dann schon wieder an. Alright. Ja, willst du? Geil. Epic Shot von deinem Zimmer. Gibt es ein Problem? Spät, Entschuldigung, ich kann noch auf die Post müssen. Hier, und ich. Aber dann brauchst du ja auch jemanden. Simona ist frustriert, weil sie niemanden findet, der ihre 140 Kilo luft im Gym. Ausser dich. Was hat er gesagt? Ich glaube nicht, dass er 130 schafft. Sind es nicht 140? 130. Okay, korrigieren. Mathe-Genie, hä? Mathe-Mann. Ich habe gerade gesagt, du bist traurig, weil du niemanden findest, der das mal glaubt für im Gym ausser dich. Das ist so nicht nett, das ist so nicht fair. Das ist nicht fair. Es gibt einfach Leute, die einfach nicht auf dem Video sind. Das stimmt. Das ist normalerweise immer so viel breite I feel violated. So, ich und Simona haben jetzt recorded. Es ist jetzt wieder gegangen. Ich gehe jetzt noch meine Backsession rein. Auch wenn ich es allein mache, habe ich gefunden, ich nehme jetzt gleich mal ein bisschen mit. Und zuerst muss ich noch Banger-Musik drin haben. Ich bin ja, was Musik angeht, im Gym ganz komisch. Also ich lasse wirklich wild durcheinander. Aber mittlerweile merke ich langsam, dass sich ein bisschen härtere Richtung entwickelt. Aber je nach Mut lasse ich wirklich alles im Gym. Ich fange da mit Rack Pulse. Das war ein bisschen warm ab. Wir gehen jetzt auf 50 pro Seite. 120. Hey, ciao. Alles klar. Alles klar, ja, aber Ja, auch. Bestens. Bist du stark? Ja, voll. Hey, alles gut, alles easy. Hey, danke euch auch. Das war jetzt gerade herzig.
Ich liebe die Übungen, aber die sind fucking streng. Der Pfeffer wird richtig schön in den Rücken hinein. Ich merke es schon, dass wenn unter den Rücken hineinbrennt. Ich weiß nicht, ob ich etwas falsch mache oder ob das so muss. Ja, ich merke vielleicht auch, ich habe keinen Gurt da. Ist mir auch schon empfohlen worden, aber ich trainiere eigentlich nie mit Gurt. Ich leg so schnell out. Das ist richtig crazy. Hey, alles gut. Nein, lauf nur durch. Kein Stress im Fall. Ich habe sie auch super gescheit aufgestellt. Weißt du, ich kann sie theoretisch, ich stelle sie nachher da rüber. Warten wir auf den Drop. Der letzte war unschön. Der letzte war nicht schön. Das hat nicht. Er hat ein bisschen zittert. Ich liebe es. Nein, ich sage ehrlich, wenn ihr etwas sucht, um so in die Komfortzone rauszugehen, glaubt mir, geh ins Gym. Das ist so ein riesiger Benefit davon. Aber mach es bitte richtig. Ja, ich bin nicht das Paradebeispiel und nicht das Vorzeigebeispiel. Und ich muss selber noch verdammt viel lernen, auch was Formausführung etc. angeht. Ja, du weißt du was, eigentlich kann ich gerade gleich noch brauchen. Weil theoretisch kann ich gerade hier Reverse Grip Rows 25 kg. Bring das her. 25. Das ist 12 Schritt. 25. Die Ausführung ist so absolut anders. Heute nicht so strong. Dann probiere es mal. Das hat er wie gesagt nicht. Der weiteste Bein oder nicht. Nicht die krassesten Muskeln oder so irgendwie. Oder nicht extrem Ultra-Profi, was das Gym angeht, überhaupt nicht. Aber ich habe trotzdem extrem Spaß daran, das so zu dokumentieren, so zu machen, wie ich es mache. Und ich glaube, das ist ja genau das, was die Gym-Community ausmacht. Die Akzeptanz, dass egal wie breit du bist, wie groß du bist, wie schlank du bist, wie stark du bist, wenn du das Ziel hast und wirklich hart daran arbeiten tust, du wirst akzeptiert und wirst aufgenommen in der Gym-Community. Darum haben wir uns vorher gesehen mit anderen da. Ja, das gibt mir sehr, sehr, sehr viel. Viel besser. Ich würde gerne noch einen Einsatz reinbretschen, so viel wie es geht einfach. Also, let's go. Einsatz noch, es geht. Mehr liegt nicht drin. 60 kg.
Ich habe jetzt versucht, 8 Reps machen mit dem Gewicht. Und merke es gar nicht irgendwie. Es kann verschiedene Faktoren geben, dass du am Tag nicht so performst, wie du willst. Schlaf ist ein grosser Faktor. Hast du genug Schlaf gehabt? Dass du dich ernährst, hast du vorher etwas gegessen, etc. Alles so Faktoren, die mit einen Entscheid machen, wie du performst im Gym. Ich würde jetzt gerne noch einen Satz machen, jetzt mache ich noch ein bisschen weniger, aber dafür noch clean Reps und das zum komplett erschöpfen. Das hätte ich jetzt eigentlich auch schon machen. Aber ich merke, dass die Ausführung nicht schön ist. Respektive ich merke, dass die Form nicht schön ist und dann stoppe ich lieber und komme ich ein bisschen runter, bis ich wieder eine schöne Ausführung machen kann. Not bad. Das war okay. Rockers wird jetzt eigentlich gemacht, so unsere Curls. Das ist jetzt links, glaube ich, sogar eine mehr als rechts. Ganz komisch, weil meine rechte Seite ist eigentlich stärker als die linke. Ich bin jetzt ehrlich, aber ich tue richtig gerne. Und ich habe dieser Übung bin so die Ärmel ein bisschen aufkrempeln zum drüber machen, weil es mir einfach nochmal einen zusätzlichen Boost gibt. Es gibt mir einfach nochmal ein bisschen zusätzliche Motivation. Aber ich bin sicher, die Gym-Rats da draussen, die kennen das. Ganz weit drauf verloren. Die andere Seite aber mit Kopfhörer. Ah, da geht nicht mehr. Und jetzt noch fokussieren und weg. Tut mir leid, wenn ich nicht so extrem viel schnurre, weil ich jetzt da die Übungen bin. Aber wenn ich es allein mache, dann bin ich immer sehr fokussiert und sehr in der Zone. Darum ist das vielleicht das mal ein Vlog, wo ein bisschen weniger geschnurrt wird. Aber das mache ich ja sonst schon viel. Das war gut. Ein paar gute Reps für die Curls. Hammer Curls. Ich
mache jetzt schnell so, ich habe nicht so viel Akku auf der Kamera. Ich mache so schnell den letzten Satz Curls und nachher gehe ich vielleicht noch schnell am Kabelturm. Vielleicht das vielleicht noch schnell. Und nachher gibt es vielleicht noch schnell einen kurzen Flex zum Abchecken, was der aktuelle Stand ist. Alright. An dem Punkt hat man die Kamera ausgeschaltet, weil ich gestern keinen Akku mehr hatte. Auf jeden Fall war es eine extrem gute Session gestern. Ich nehme das auch erst jetzt auf, weil einfach gestern noch so viel gelaufen ist. Darum komme ich auch erst jetzt dazu. Auf jeden Fall eine extrem gute Pull-Session. Ich hoffe, das hat euch auch mal einen guten Einblick gegeben. Ich plane jetzt mehr so Vlogs zu machen, aber wie gesagt, es war der erste Vlog, wo ich so allein gefilmt habe. Und das ist noch ein bisschen ein Antatschen mit, hey, welche Shots, wie mache ich es genau, wie mache ich es mit dem Mikrofon, wie rede ich rein, wie laut muss ich sein, etc. Aber ich denke, in Zukunft wird das sicher auch besser kommen, regelmäßiger kommen und qualitativ noch hochwertiger kommen, oder das wäre zumindest mal das Ziel. Danke, wenn du jetzt bis an die Stelle das Video geschaut hast, es gibt mir extrem viel zurück, auch das ganze Wachstum, das wir aktuell haben, die Leute, die wir erreichen, die Leute, die neu dazustoßen und so, es gibt mir extrem viel zurück. Und das ist genau das, was ich erst letztens gerade auch auf Insta gesagt habe und wahrscheinlich auch in den letzten Videos, aber es immer wieder sagen, weil das bedeutet mir so viel, einfach zu sehen, wie vertraut wir die Community aufbauen, weil das genau mein Ziel ist. Und darum danke jedem Einzelnen für den Support, wirklich, Mann, das bedeutet mir extrem viel. Immer noch gespannt, wo das uns die Reise hintragen wird. Lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ein Like wäre auch appreciated. Und hey, teilt es mit euren Freunden, wenn es euch Spass gemacht hat oder wenn es euch in irgendwelcher Form etwas zurückgibt. Dann danke euch viel mal und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!